Guten Abend bei Dickrich TV, haut aus dem LCD, dem Lycée-Klassik von Dickrich, dem Dickricher College. An Weimar do aslo den Direktor, den Marcel Kramer. Guten Abend. Guten Abend. Der College, also Lycée, mit einer ganz guten Renommee, schon ganz lange auch. Wie kennt das? Also als Lycée geht es effektiv schon ganz lang. Wir sind 1830 gegründet worden, sind auch regionale Lycée am Anfang natürlich gewesen, dass Leute aus dem ganzen Norden müssen an LCD kommen. An ein Teil von unserer Reputation können sicherlich hier. Wir haben auch an den letzten Jahrzehnten fertiggebracht, auch als Matze entwickeln. Die Schule hat geändert, es sind neue Sektionen dabei kommen, neue Offeren dabei kommen. Die Gesellschaft hat sich geändert. Und da muss ich natürlich auch als klassische Lycée, Lycée Klassik de die Kirche, muss ich natürlich auch dem Rechnung drohen und da mitgehen. Das heißt, von Eisen beispielsweise von 1500 Schüler, 1600 Schüler, die wir ungefähr haben, sind auch 600 Schüler, die sind am General. Das heißt, wir sind auch ein großen Lycée mixt. Und bei unserem Lycée kann man auch von allem machen. Etwas, was der schon ist, also was schon entwickelt wird, dass das immer mehr Richtung von einem Medienlycée evolviert. Genau. Also wie ich vorhin gesagt habe, muss das Lycée ja auch mit der Zeit mitgehen. Und wir hatten hier schon früher, also auch beim Direktor Bonert, schon eine lange Tradition von einer E-Sektion, die wir heute zu Dickrich als einzige an der Region eigentlich anbieten. Auch eine F-Sektion, wir sind ganz froh mit den künstlerischen Sektionen, das sind ganz flotte Sektionen mit ganz interessanten Schülern auch da drauf, die sich ganz viel auch engagieren, ganz viel machen. Und was unser Lycée auszeichnet, das ist, dass man sich in Medienstark eigentlich schon, wir nennen das den 4. Stock, weil es effektiv, weil wir hier im 4. Stock sind. Und da haben wir in den letzten Jahrzehnten uns schon ganz stark spezialisiert an alles, was am Bereich Medien ist, hauptsächlich für die Sektion natürlich, aber dann auch am Bereich von den Optionen. Und ich habe mir auch gesagt, dass für kurzem auch speziell Klasse sind, wo auch kann medienmäßig geschafft werden. Ja, also effektiv sind diesem Schuljahr, also sind Januar ganz aktuell, haben wir sowohl an einem neuen Gebäude für die Kleinschüler wie auch im Allgebäude für die Großschüler einen neuen Mediensaal angerichtet, wo die Schüler einfach in Lieu haben, also Raum haben, den ganz flott equipiert ist, ganz modulär, also nicht wie in einem Infosaal, wo in der wirklich Reihe von Computern hat, aber Tische können ganz flexibel gestalten, dass auch kein klassisches Tafel an dem Saal für zu verhindern, dass da ganz klassisch gehalten wird. Aber da geht der Prof dahin, wenn er eine Gruppenarbeit machen, wenn er will, zum Beispiel dass Schüler ein Interview machen, da sind Mikros da, da sind Kameras, die sind da ist effektiv ein Greenscreen, wo man dann einen Hintergrund kann machen. Da sind auch noch ein paar fixe Computer, das heißt, die Klasse kann da hingehen oder man ganz flexibel anderweise am Bereich von den Medien, unkompliziert am Bereich von den Medien schaffen. Was dann dabei kommt, ist für 5 Jahre, das ist das 5 Jahre, wo wir das haben, also auch BTS, das heißt ein Brevet de Technicien Supérieur, das sind 2 Jahre nur der Premiere, die Studenten dann hier können machen am Bereich Media Writing, also Schreiben für Medien. Es sind ein paar Jahre gehen wir mit einer Reihe Klassen immer im Dezember ungefähr fahren wir bei der WDR auf Köln. Da haben wir ganz viel auch beigelehrt, da waren wir auch das mit ganz vielen Profen und noch mit Schülern dahinter, weil wir uns auch da ein bisschen aufgeguckt haben von den Profien eigentlich ein bisschen gelehrt haben, wie man Schüler kann schaffen für dass eben ganz flott mit den Medien gehen und noch ein bisschen kreativ sich da können ausleben in dem Bereich. Ja, es interessiert natürlich auch, wie hier am Lycée geschafft wird. Und dafür werden wir uns da gucken. An Heilo die Reportage dazu. Mindestens mit der Stunde für das Dickricher College. Ah, das ist Nabun. Perfekt. Zeit für ein kleines Filmchen zu drehen. Das 3. Schüler haben sich für einen audiovisuellen Optionskurs entschieden, und sind am Gang, um ihren eigenen Film zu schaffen. Das ist eine neue, ich mache eine Kamera. Heißt, der Marc möchte Klapp an Empfang, ein bisschen Assistenz. Dann haben wir halt Snaps, möchte auch ein bisschen Assistenz. Dann Julia möchte einen Ton. Hier haben wir den Norman und den Loris, das sind unsere 2 Akteure. Und Cleo möchte auch einfach an der Kontinuität, dass das alles immer nicht klappt. Sie haben ein englisches Skript auf Plötzlich übersetzt und das sind ganz selbstständig verfilmt. Und muss nach einer Szene gedreht gehen, die ein bisschen durchgegangen gegangen ist. Probiert nimm ohne Klapp ein kurz. Komm einfach mal drauf. Ja. Weiter.
Okay, ab halb ist dann Bild dran. Ja, wir haben eine relativ coole Kipp und du installieren dann auch relativ sehr. Profi stehen uns am Funk zur Seite, wenn wir froh sind, wir am Funk lassen sie uns relativ viel selber schaffen, für das wir uns durch selber können entwickeln. An dabei steht Ihnen also interessant Material zur Verfügung. Die letzten Errungenschaften vom Lycée, ein kompakter Licht Sony Alpha, ein ganz handlich Osmo oder ein Blackmagic-Kamera. Aber ich meine, das ist ein bisschen eine Tradition hier. Also wir hatten auch immer ziemlich gut Material, wir haben nicht ganz viel, wir haben aber ein bisschen variiert Sachen, für, dass man am Anfang als Schüler die schon ein bisschen etwas kennen, und schon eine Ahnung haben, die hören das wie Großmaterial und die anderen, die probieren mit dem einfachen Material. Mit dem Viertelstock ist immens gut equipiert. Das ist wirklich etwas außergewöhnliches in der Landschaft von Lycée in Lützeburg. Am Salon anderen vom Couloir Rivadems lehren Schüler Audioeffekte am Kurs Musik et Ordinateur. Also wie zum Beispiel einen Film verzöhnt oder auch wie man am Computer Musik mischt. 4 Kenntnisse dafür braucht kein. Klick auf den Doten. Voilà, klickst auf Sounds. Mit der Toten, pass auf, da sind auch Lupen. Ja, demnus ja, wie ich du gefragt habe, habe ich direkt einfach nicht so viel Ahnung davon, ne, weil ich mir dann so praktische Musik machen interessiert war. Boah, das hat mir dann einfach ein bisschen länger Fenster abgemacht. Ich habe schon ein bisschen daran geschafft daneben. Und, voilà. Das macht aber ganz viel Spaß. Auch für mich selber denke ich immer nach neuen Sachen dabei. Ich meine, Software evoluiert durch Musik eben selber auch. Und voilà. Das ist dann einfach immer noch, bleibt interessant. Am Kurs Prépress können die Jungen Fischen, Logoen und Deplion entwickeln. Und zwar nicht nur für den Spaß. Die Schüler schaffen auch reale Projekte, sie wird für den Lycée oder auch für externe Klienten. Ich meine, was Sie hier lernen, selbst was Sie alle können ansetzen, wenn Sie an die Uni gehen. Wir lernen zum Beispiel Texte layouten oder Sachen wie flott zu verpacken. Ich meine, das Visuelle spielt heute in unserer Gesellschaft immer mehr eine wichtige Rolle, wie man sich präsentiert, ob das an alle Bereiche ist. Und hier ist das hauptsächlich dann Text und Bild, wie man das flott zusammensetzen kann, für du mehr rauszuholen, wie du just den Contenu vom Text. Und da das Angebot vom Lycée noch lange nicht fertig. Der Schüler von der Option Radio zum Beispiel steht ein richtiges Radiostudio zur Verfügung, wo sie an das ganze Repertoire von der Audiokunst angefordert gehen. So kriegen sie nicht nur die verschiedenen Beiträge beigebracht, sondern auch an Techniker gefordert, gerade wie an Rhetorik. Nordstadt besteht aus der Gemeinde Colmar, Scheren, Ettelbruck, Dietrich, Battendorf und Erpelding. Also ich habe mich für die Option Radio entschieden, weil es mich interessiert hat, zu sehen, wie man eine Radiosemission an, weil ich auch hören, dass es heute flott sein. Das heißt also der nächste Jahr, was der halb ist? Ja, genau. An? Ja, bis so gefällt es mir gut. Also auch Interview machen mit Leuten und so, das macht mir auch Spaß und das schneiden. Die wenigsten Schüler wählen Medienoptionen, weil sie den Beruf später lehren wollen. Wir wollen sich einfach in alle medialen Bereiche genug Kompetenzen uneignen, für später einmal mehr daraus zu machen. Das für allem aber die Relation mit der Sektion, also mit der Artistiksektion, und noch zum bisschen mit der Musiksektion, wo ein Stadt mehr so ein Amalgam gibt von einem Kompetenzbereich, wenn ich gucke, wie sie Affiche machen oder Videoclippe machen, weil sie einfach professionell, semi-professionell betreut gehen. Und das meistens gehen sie weiter studieren und nehmen dann einfach seinen Abschluss. Von den Medienentreprisen über Medienoptionen oder aber über den Kurs Komplementär Kommunikation et Médias und Schüler aus dem LCD von 4. bis zur Premiere auf alle Fälle viel, für sich an alle Medienbereiche anzuschaffen. Für den zuständigen Koordinator vom Mediencenter, Claude Moyen, aber steht für allem etwas am Vordergrund. Also der Spaß. Dass die Schüler aber trotzdem Spaß haben, mit dem, was sie machen. Die Optionen ist eben, was flott dabei ist, dass es ein festgelegtes Programm ja, aber den ist flexibel. Und das für die Schüler auch, und das betonen sie auch immer, immens flotter zu können, während einer Zeit an der Woche, wo ihre Programm ja ganz fix ist, feststeht, dass sie da können etwas mehr Kreatives machen. Und das ist wichtig für sie und der Spaß, den Échange mit ihnen, das ist für mich das Wichtigste. Und wenn einen Lust auf mehr hat, der kann du noch nach BTS am Media Writing machen, die noch am Lycée Classique zu Dietrich angeboten wird.
An eiser letzter Mission hat ich Matgol bei den Frere Sterrekach Antonio Prati. Zunter das hier sei berufende Null gehalten huet, aber Rivermatte Sternen zu dickrech. Zunter kurzem allerdings huet sich an der Hinsicht etwas geändert. Der Sterrekach Kim Kevin de Dot, Frere Schüler aus der Hotelschule von Dickrech, als nämlich lo neuerdings Chefkoch am Applikationsrestaurant Alexis Hack. Ja? Zoos mal diese separat. Mama da bist Cibulet dabei. Musste mam Thomas Schwetz. Cibulet. De Kim Kevin de Dot an Aktion am Restaurant d'Applikation Alexis Hack. De Mann, den dem bekannten asiatische Restaurant Saint-Pierre 2 Sternen abrucht huet, als Luzendrenger Zeitchen, Prof an der Hotelschule an noch Koch am Restaurant d'Applikation. Hin huet nämlich die groß Eier dürfen fir d'Schule de Restaurant am Lützeburger Pavillon zu Dubai zu leden, am mat Schüler von Dickrech zu feieren. Am Restaurant d'Applikation gehen sie op des Großmission präpariert. Man macht schon Kurse für die Schüler, dass die Schüler auch etwas lernen. Man macht Plan von Dubai Hai, auch mit den Schülern zusammen, und sind aber auch ab und zu einen anderen Plan, die mit dazwischen sind. Wir machen nicht nur Dubai, mehr präparieren, aber Dubai so weit wie möglich halt viel. Die Hotelschule, die von der Gun an der Entwicklung vom Projekt Dubai impliziert war, hat 36 Studenten ausgewählt, für die das ehemalige Experience an Asien zu machen. Die Schüler bleiben alle 10 bis 12 Wochen sur place und kriegen die Zeit dann als Stage oder als praktisch Kurse noch gerechnet. Das ist eine riesige Chance für diese Schule, weil die Hotelschule ist eine ganz kleine Schule. Das ist die kleinste Schule von den Lokup, die wir am Land haben. Wir haben heute 300 Schüler. Und das ist so, dass es wichtig ist, dass die Leute wissen, dass man eine Hotelschule als Lützeburg haben. Und das ist auch wichtig, dass die Eltern Vertrauen haben, dass es nicht nur eine Hotelschule ist, sondern eine ganz gute Hotelschule ist, mit einer Ambition für eine gute Formation und hier Kanner, die sich dann interessieren für Informationen am Hospitalitätsbereich zu machen und zu bieten. Zter 2006 ass de Restaurant d'Applikation an engem fréieren Hotel an der Avenue de la Gare ënnerbrucht. Dënchtes Mëttwos an donnerchtes Mëttes grade wie auch Mittwochs owes ass de Restaurant do fir de Publikum op. Eigen Schüler ab dem 2. Jahr von ihrer Ausbildung op Praxis fir bereet. E-Gruppe ass du bei fir d'Kichen, fir d'Patisserie an fir de Service zoustännech. Ich muss sagen, ich bin mein Herz echt an der Küche. Aber Service ist auch schon etwas, was ich aber gerne machen kann. Muss ich sonst eben gefallen drunter. Von verschiedene Leute tun vielleicht kein gefallen, aber mir möchte das große Plaisir, wenn ich gesagt habe, dass die Leute aber auch schmacht, dass dann noch die Leute können erklären, was alles im Teller ist. Das möchte aber auch ein großes Fried. Bei uns ist das ganz klar die Kommunikation, wo man sie direkt auf Ansehen, also am 2. Jahr von der Formation haben. Also die Kommunikation, wo man ganz viel Wert drauf legen. Dann haben wir die Präparation am Saal, für das sie auch bei uns gesehen. Und die Autonomie fördern wir auch hier. Die Schüler, die wir heute zum Beispiel haben, die stehen kurz vor dem Examen für den Restaurateur-Diplom zu kriegen. Und da ist die Autonomie, das selber überlegen. Elo also gehen noch die Schüler hier ausgebildet, die rausgesicht dürfen, für auf Dubai zu fahren. Menüen am Restaurant hören sich dann noch zur Zeit an wie ein Odyssee durch Highlights von der asiatischen Kulinarik. Ich fange ein neues Menü hier mit einem Teller von Amis Buschen. Das ist heute ein Terrain von Écrevisse mit Truite fumée, ein Refort. Als zweit haben wir hier einen leicht aufgeflammten Hamachi, mit einer Brunoise von Shiso und Poretten mit einem Gel von Dashi. Und als drittes haben wir eine kleine Croquette Crevette mit einer Mayonnaise und geringem Thai Curry. Also just für uns für ein bisschen Appetit zu kriegen. Soweit also nimmen zu den Amüs-Buschen. 2 Formule vom Menü gehen am Restaurant Alexis Hack. Eine Business-Variante für die Männer Zeit tun und eine Gourmand-Formule für die sich so richtig gut verloren. Die Klienten scheinen auf alle Fälle zu gefallen, auch mit den asiatischen Aufschluss von Dubai. Ja, wir kommen regelmäßig einmal am Montag hin. Gefällt uns auch gut hier. Es wird immer ganz raffiniert gekocht. Hallo, an der Last auch ein bisschen mehr schon in Richtung Dubai. Möchtet ihr Lust, für auf Dubai auch zu fahren? Ja, schon. Also die Küche ist schon auf das Land ein bisschen ausgerichtet. Das ist auch für uns eine ganz neue Küche, die wir genießen auf jeden Fall.
Auf die Zukunft wollen sie auf dieser Platz noch einen Schritt wie weit gehen und über dem Restaurant auch Zimmer bieten. Aus dem Restaurant d'Applikation soll also schon ganz geschwind ein Hotel d'Applikation gehen. Dem Alexis Hegger ist übrigens zu verdanken, dass sich der Tourismus zu Lützeburg developiert hat. Aus einem Hotel des Ardennen zu Dickrich, wo am Anfang des 20. Jahrhunderts richtig ein Lass, was auch zu einem Boom von Hotels an der Stadt gefördert hat. Heute ist das sind da just noch zwei übrig. Ein davon, das ist den Hotel Beau Séjour. Je suis Gomez, je suis le gérant de Beau Séjour. Je suis là depuis bientôt 14 ans. Nous avons notre petit restaurant que vous connaissez certainement, avec notre petite spécialité coup de flec, une spécialité régionale. On est très spécialisé sur les poissons vivants, enfin les fruits de mer, crustacés. On a de belles sols quand même. Je pense que nous sommes peut-être les uniques ici à Diekirch avec les poissons de cette qualité-là. Normalement, c'est une clientèle 95%, enfin 95% luxembourgeoise. Et c'est la clientèle que moi je préfère, disons, parce qu'on a une clientèle locale. Nous travaillons pour les clients de Luxembourg. Nous avons aussi une salle derrière, qu'on peut la voir bientôt, qui est disposée pour les fêtes d'entreprise, les fêtes de club, les fêtes familiales. C'est un hôtel, une petite 3 étoiles, qui ont fait des petits renouvellements. Chaque année, on fait 2 ou 3 chambres nouvelles. Pour le moment, on a 18 chambres, lesquelles on a déjà, disons, 10 qui sont nouvelle génération. On compte faire un peu plus, naturellement, je pense 2020. On a déjà un projet pour 2020-2021, alors on va finir encore pour faire une dizaine de chambres. Un peu de tout, disons plutôt des étrangers, disons des Belges, Hollandais, Français, Américains, Allemands. Des gens qui font leur business, disons, restent 1 ou 2 jours, parfois plus ceux-là qui travaillent dans les entreprises locaux ou dans les environs. Et voilà, parfois on a un ou l'autre couple de la région, enfin du pays, je veux dire du pays, qui prend une chambre quand ils mangent un bon plateau de fruits de mer par exemple, ils prennent une bonne bouteille de vin et alors ils préfèrent rester dans une chambre et partir le lendemain. Carnaval, Vieux de Kirch, cavalcade, enfin des fêtes un peu spéciaux, l'hôtel en général est complet. Überall hier am Land fehlt du bezahlbarem Wohnraum. Gemeinde Dickrich aber möchte schon ganz lange erfahren auf dem Plan, für den man entgegenzuwirken. So konnten am Dezember des letzten Jahres 16 weitere Wohnunitäten angefeiert gehen. Ende Dezember op der Nummer 7 an der Rue Vanerus zu Dickrich. Großen Undrang op der Aweiungsfeier für den neue Wohnprojekt, den der Fonds de Logement zusammen mit der Stadt Dickrich entwickelt hat. Für den Logementsminister Henri Cox ein friedlicher Moment. Immerhin fehlt dem Land 4 Hannen Wohnraum an Dickrich als besonders aktiv Niveau von bezahlbaren Projekten, was der Minister dann noch besonders freut. Für den Bürgermeister Claude Hagen überdems ist das der wichtigste Aspekt für die Kohäsion an der Population. Ich denke, dass wir momentan schon eine Tradition zu Dickrich haben, einen abordablen Wohnungsraum kreieren. Wir schaffen exzellente Summen am Fonds de Logement, auch mit der Société Nationale d'Habitation en Bon Marché. Und dann eben das Projekt mit der Dickrischer Gemeinde zusammen, am Niveau vom Gemengen, als ein Chefverrat für eine Agence Social Immobilière lokal zu machen, wo die Gemeinde Wohnungen lohnt und dann eben Leute voll lohnt nach sozialen Kriterien. De Bauprojekt an der Rue Vanerus, dat sind eng 16 Lokationsappartementer an der Energieklasse AAA gebaut, mat Einheiten vun engem bis 3 Schlafzimmer fir das richtige Mix zu Leiit henno entsteht. Beim Bau ist darauf abgepasst gin, dass alle Unität eng Vue zu 2 verschiedene Seiten hat. Was hier auch noch das Besondere ist, was eigentlich das auch ein bisschen abhebt von diesen Standardwohnbauten, die man sonst so oft auch hier so drumherum sieht, sind eigentlich, dass jede Wohnung eine große Terrasse dabei hat.
Egal, ob es eine Einzimmerwohnung oder eine Vierzimmerwohnung ist, jeder hat so seine Möglichkeit, nach draußen zu gehen aus der Wohnung direkt über ein großes verglastes Schiebefenster. Ne? Naja, es gibt bestimmte Standards, die vom Fournet Logement festgelegt werden, die die Qualität angehen und auch die architektonische Qualität und vor allem auch die Qualität der Materialien. Ne? Und da ist der Standard recht hoch. Man bekommt eigentlich für einen guten Preis einen hohen Standard und für soziale Wohnungen. Nach bis Ende des Jahres sollen schon 3 weitere Projekte an der Straße rundherum Truvanerös vorbeikommen, die kehren zusammenarbeitet mit der SNHBM. Gut nicht zu schwätzen von den großen Projekten Wallenbruch, Brauerei, als Cité Militär, wo auch alle Wohneinheiten zu abordablen Preisen geplant sind. Projekte, die wohl werden zu viele Chantien an der Stadt feiern, die aber zu mehr Lebensqualität beitragen werden. Also ich denke, das gut abgeholt an der Population, weil momentan haben wir, wenn ich auf Wallenbruch gucke, als sie wissen, was zwar schön ist, aber wenn wir wollen weiter urbanisieren, wenn wir einen Wohnraum brauchen, dann muss man es froh, also dicke schon mal, das machen wir in Kontranten von der Überschwemmungsproblematik. Wir wollen als Hang gering losen, da können wir nicht mehr am Stadtkehr oder rund um die Stadtkehr organisieren. Dafür machen wir auch so nach diesen Alzano für die Betriebe rauskriegen, die auf den Friedhof zu setzen. Cité Militär idem, ich denke, dass es gut für die Stadt schon mal überlebende Charakter hat. Und das selbe natürlich auch für die Schaberei, die ganze City. Wann den Feierel wirklich, die momentan exklusivement und die Brauerei reserviert das, auch abgeht für das Publikum, dass man die Feierel kriegen, die direkt mit der Gäring Verbindung und am Stadtzentrum. So werden auf alle Fall die verschiedenen Stadtkartien mit bei Nähregeln a Platz für jede machen. Am Bereich vom abordablen Wohnraum spielt Dickrich auf alle Fall eine Musterrolle. Soll dem Logementsminister nur als Beispiel für die anderen Gemeinden am Land dienen. Immer mehr Leute gehen sich der Bedeutung von unseren Büschern bewusst. Überall in der Welt brennen Bäume, weil es zu warm ist, und auch daheim setzen Schädlinge den Bäumen immer mehr zu. Wie vor allem der Busch heute so dickrig bestellt ist, für das herauszufinden, warum wir Anfang Dezember am 4. von Mai an der Natur NRW. Der 4. Jeff Sinner und seine Equipe haben am Wandern noch schon am Hirsch immer genug zu dienen. Mit Dezember sind die ersten Missionen, wo die Holz verkauft wird, und da gilt es frei genug rund zu sein, für seine Wurzeln zum besten Floss zu gehen. Ja, die Wanderung fängt am Ende Oktober an, wenn die Läufe anfangen drauf zu fallen. Wir fangen dann an, anfangen Buchenstämme zu haben. Und dann gucken wir, für dann in dem Moment die Stämme mit Dezember auf die ersten Missionen zu kriegen. Da sind wir am Gang, das heißt, wir haben die erste Gruppe aufgeschlossen. Die 14 Tage, wo wir hier sind, da gehen wir am Anfang bald all mit den Händlern gucken, die gucken sich die Einzellosen an. Und die machen an dem Moment ein Offer. Und da ist es so, wie bei der Submission üblich ist, die besten Offer am Anfang Eis gibt, die kriegt an dem Moment Holz zugeschlagen. Zu 90% bestehen die Lose von Dickrich aus Bischebäumen und auch Eichen. Königsholz von Gist wird auch auf 50 Jahre nach Gesichten ziehen. Eigentlich waren noch die Fichte wie sie Welle begehrten Bauholz. Im Moment gehen sie aber für allem gemacht, weil es muss sein. Das Baumsort ist zur Zeit, wenn es den dröschenden Sommeren vom Borkenkäfer befallen. Hier sieht ihr auch Fressgänge für so einen Borkenkäfer. Die Käfer, die fliegt, die fängt an, im Moment im Winter, Frühjahr, am April zu fliehen. Die letzten Larven dann in dem Moment in der Schule. An einem Zyklus von 6 Wochen sind die Larven darum zu einem Käfer entwickelt, die dann in dem Moment neue Bäume dann befallen. Der Borkenkäfer breit sich explosionsartig aus, besonders auf schwache Bäume, die wenig Wasser brauchen. Weil in Zukunft mit dem midrischen Sommer gerechnet wird, dürfte der Baum kaum noch eine Chance haben. Fichten gehen in Zukunft also kaum noch gepflanzt. Meine Kalamitäten sind nicht immer gehen, auch Feier am Busch. Also, wir müssen in Zukunft vielleicht mit anderen Baumärkten schaffen, dass man da mehr auf Leerholz setzen, mehr auf Mischbestände und dann weiter am Anfang nicht mehr auf Fichten,
humor als null beim Alternativ eng Mëlles dugelassen humor och mit die fängt noch hun mat kränkelen. mir wëssen noch geschwnet méi wat man solle so richtig plan sein. Ech gi so eng gesund Mchung, dat er sommer nach dat best. Dem Dickrecher Bëch geht et trotzdem am Verglach zum Land gut. Die rund 400 Hektar besti schon Lohnnemmen zu 2,5% aus Fichten, wat ënner anderem mat der Beschaffenheit vum Bodem an der Region zu summen hängt. War Dickrech huet am Fong Chance, dat Bunsanstein hunn Muschelkalleg Bodem dat einfach schon fré erkannt gin ass fir a Pläfos zu setzen. Op eng Bundstern sinn geht Buch extrem gut an ficht net so gut, dat hicht du noch schon még Viergänger am Laf vu den lachten 200-300 Joer vill Buchen ugesät, Echen, Mëchbecher. Allerdings ass schon Lothalschend vum Fichtebestand befall. Mir auch Heikantholz nach zu Schnittholz auf Hackschnitzel verschafft gin, sowieso sind 10% Totholz am Bëch erwünscht, weil Haier en ganz ökologisch Manier gewirtschaftet gëtt. De Bëch huet soviel ekologisch Funktionen an Jo noch en ewer C-Label heit zu Dickrech, wo man nohalte schaffen, dat hecht van de lo so mir 400 Hektar Bëch ha mir och net méi wie no wies mün an feier an Zuwachs vu 5 Meter kippten Hektar, dat hecht mir ha och net méi wie 2000 Meter kippt Joer. Dat hecht mir solle so schaffen, dat doch die nächst Generationioen och soviel Bëch huet wie mir im moment doch hunn. Sieht er schon so los an der Fusenstimmung, dann haben wir lo bestimmt dat richtig firisch, weil eng Fusen da nie fürs Kichelscher net denkbar. Am Servio Pflegeheim bei der Sauer sind sie zurzeit schon fleißig am Gang, sich auf Fusen zu präparieren. Der Ball am Haus ist zwar recht für einen Februar geplant, aber fürs Kichelscher kann ich nicht frei genug machen. Am Karatelier wird Haut also gekniert. 3 Mal die Woche am Anfang. Montags an Freitagsmorgens wird gebacken, wo wir mittags mit den Leuten Kaffeeskränze machen. Und dann haben wir all Donnerstag, wo wir um 5 Uhr starten, wo wir ein bisschen mehr bedürftig Leute, wo nach mehr Unterstützung brauchen. Und da gehen wir all Donnerstags morgens aufwechselnd ein Backatelier oder ein Zauberatelier machen. Wo dann aber auch Zoppen mit den Leuten gekocht gehen, die dann abends zusammen essen. Das ist dann am Anfang 3 Mal die Woche sind wir an der Küche aktiv hier am Altersheim. Dir dann aber immer gern hier an diesem Atelier? Ja, gern, ganz gern, ja. Das ist immer schön. Was gefällt dir dann hier drin? Ja, die Leute sind immer bei. Die eine weiß das, die andere weiß das. Also ich komme gern. Wo viele Leute zusammenkommen, können doch darauf bunden, dass sie sich alle eins gehen. Über das Rezept wird ja im Vierfeld diskutiert und da geht es los. So zum Beispiel gehen für das Kichelscher Haut mit einem Backpulver gemacht, und nicht wie so Motiv. Ganz einfach, weil sich die besser verschaffen lässt. Da schafft dann aber jeder mit Sängermethode von früher. Madame Reiles, wie gefällt dich dann am besten? Den du? Da komm, schön den heurem Wäsch. Sie schafft gerne richtig. Also du musst Leute schon motivieren. Wie vorhin hast du mal einen guten Tag, einen schlechten Tag. Das ist eine Aufgabe, die Leute so viel wie möglich zu motivieren, etwas zu machen. Ja, noch. Der rostet, das ist das Motto. Ja, aber irgendwann muss der auch respektieren, wenn die Leute so nicht fühlen. So ein gesunder Mittelweg muss ich da finden zwischen Motivation und gegenseitiger Respekt. Egal wie, aktiv sind als wichtig noch das gesellig zusammen sind, weil über dem Schaffen da kommen normale Erinnerungen auf. Über die Fusen allgemein oder wie früher gebacken auf. Oder auch nicht. Das gemacht ging mir die Zeit war Krieg. Und du hatte man keine Mittel für viel Pfirsich zu backen. Weil die Leute hatten keine Suche, also hatte meist Krit am Krieg. Keine Butter, kein Schmalz, meist das war die Zeit. Da müssen Spuren, und da konnte ich dann nicht immer viel machen. Nun krieg ich also richtig Pfirsich gemacht. Schon mit dem Tisch gemacht und da sind sie gemacht. Aber gezählt habe ich sie nie. Aber es waren da immer viel. Und sie noch alle gegessen.
Und dann sind wir durch Dickrich gerannt, die Dammsche ist mir aus der Fels, oder das ich nicht kann. Sie waren auch noch bekannt. Am Martine sind mit durch Dickrich gesprungen, verklebt natürlich. Und können als kommen, dann war so verklebt. Ja, wie man da dann gegangen aus der Zeit. Du war noch mit Flott der Borsten noch weh. Und dann haben wir die ein bisschen verkohlt. Aber wir haben nicht gesagt, wie wir wären. Und war aber schön. Alt Atelien am Serviohaus sind natürlich freiwillig. Meistens von den Heidern noch immer dieselbe Kleider. Die Damen Hai geben sich dem noch frei normal Besuch von außen zu kriegen. Die Atelien bei der Sauer können gegen Bezahlung, nämlich Fugit Vereinen, besichtigt gehen. Ich meine, Sie sind nach Beskin. Was meinen wir? Und das Vorrat für unsere Emission haut aus dem Lycée Classique. Die nächste Kehr dann, da holen wir uns mit an die École d'Hôtellerie et de Tourisme. Bis dahin, macht gut und hier haben wir ein paar Infos, was dann die nächsten Wochen alles so lassen. Bis dann, Adi. Vom 30. Januar bis den 2. Februar ist der Festival Autour de la Voix ugesot, wo auch nicht ein Party Konzerten zu Dickrich stattfanden. So sind den 30. Januar um Erdauer Oves, den 1. Februar um 4 Uhr mittags und den 2. Februar morgens um 11:30 allkehr interessant A Cappella-Konzerten an der Ala Laurentiuskirche geplant. Nach bis den 2. Februar ist am Dickrischer Geschichtsmuseum Ausstellung am Titel Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg, wo die deutsch-lützeburgische Beziehungen während den 2 Weltkriegen belegt gehen, auf wo die erste Migrationswelle auf Lützeburg dokumentiert wird. Bis 1947 waren die Deutschen immerhin die größte Ausländergruppe am Großherzogtum, das positiv zu Summeliewe von Deutschen und Lützeburger zur Belle Epoque-Zeit als Nomwirke vom Naziregime allerdings an den Hintergrund geregelt. Das Militärmusee war dem invitiert den 27. Januar zwischen 4:07 und 4:10 Uwes an der Cine Scala auf eine echt Multimedia-Präsentation unter dem Titel Grenzland in Flammen, wo die Ardennenoffensive am Mittelpunkt steht, und wo Témoignage von Zeitzeugen gewiesen gehen, gerade wie Computersimulationen über Gefechter an eine ganz Partie interessant Medienbeiträge zum Thema. Das Ganze als ein 6-teiliges Gesamtwerk. Stuck in between